Ja, servus Leute. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ähm, Wie ihr seht, habe ich ein neues Bild zum Bearbeiten dabei. Man sieht hier noch nicht wirklich viel. Das heißt, eigentlich ist es komplett schwarz. Und dann gucken wir mal, was am Schluss dann herauskommt. Wie immer am Anfang vom Video zeige ich euch jetzt mal das Ergebnis nach der Bearbeitung, so wie es final ausschaut. So, dann gucken wir mal, wie wir denn jetzt hier von dem Bild zum fertigen Bild kommen. Jetzt gucken wir uns mal hier die Einstellungen an. Also man sieht oben schon hier, es ist ziemlich schwarz. Ja, also man hätte noch viel länger belichten können, müssen eigentlich. Das waren jetzt maximal 30 Sekunden, was ich jetzt hier eingestellt habe. Und genau, viel zu dunkel. Ja, dann gucken wir mal, was wir dann rauskriegen. So, erstmal ein bisschen hier heller machen. Ja, man sieht schon, es sind Informationen vorhanden. Also es ist jetzt nicht komplett dunkel, sondern man kann schon hier einiges rausholen. Ja, es soll ja eine Nachtaufnahme bleiben. Deswegen machen wir es jetzt einfach nur ein bisschen, ja, lassen wir mal so. Und mit den Lichtern können wir uns dann auch noch ein bisschen spielen. Gucken wir uns das mal hier ein bisschen vergrößert an. Genau, es sollte eigentlich nicht so überblendet werden, das Ganze, sondern man soll alles schön erkennen können. Es soll nicht zu hell werden, soll aber auch nicht zu dunkel sein. Okay, lass es mal so. Die Klarheit, da gehen wir mal ein bisschen hoch. Und die Dynamik, die gehen wir auch ein bisschen hoch. Weißabgleich lasse ich jetzt einfach mal so. Helle Mitteltöne gehen wir hoch. Und dann gucken wir mal, was wir hier mit dem Weißabgleich noch ein bisschen machen können. Ah. Es hat natürlich auch immer einen richtig coolen Effekt, wenn man es einfach mal ein bisschen übertreibt. Gehen wir zurück. Ich würde wahrscheinlich schon so lassen. Ich würde wahrscheinlich jetzt hier gar nichts ändern. Ja, lass das mal so. Sättigung. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben ja ziemlich viel hier. Rot und Pink und Violett und was auch immer noch. Und ein bisschen Gelb und Orangetöne. Jetzt spielen wir mal hier ein bisschen mit dem da. Ja, nicht zu stark. Ja, da gehen wir ein bisschen hier da ins Orange hoch. Gelb drehen wir auch. Grün ist eigentlich gar nicht vorhanden. Schauen wir mal blau. Naja, ein bisschen. Lassen wir aber auch. Und hier ist wahrscheinlich irgendwie Magenta mit dabei, ja. Das lassen wir jetzt dann auch mal so. So, jetzt gucken wir uns mal die Luminanz an. Das wird natürlich jetzt hier von unten bestrahlt. Das heißt, das machen wir jetzt ein bisschen heller, das Ganze. Da gehen wir auch hoch. Ja, gehen wir auch. Grün ist, glaube ich, nicht da. Aquamarin, ja, auch nicht. Und das Blau, das lassen wir auch so. Okay, das ist auch noch minimal. Und eben das Magenta. Und das, genau, das stellen wir jetzt ein bisschen
ein bisschen heller ein. So, da. Dann pinselt man ein bisschen rum. Klarheit 40. Gehen wir mal das komplette Bild. Genau, gucken wir mal, ob wir alles erwischt haben. So, voilà. Zack. Okay, dann machen wir ein neues. Gehen wir hier komplett zurück. Jetzt will ich nämlich hier ein bisschen den Schnee da updaten. Ein bisschen heller machen. So, schon mal ein bisschen vorgepinselt, ohne dass ich da irgendwie eine Einstellung gewählt habe. Und jetzt gucken wir mal, was wir denn da alles so einstellen können. Ein bisschen Kontrast runter. Und die Lichter ein bisschen heller. Ja. Okay. Sättigung nehmen wir da raus. So, dann machen wir einen neuen Pinsel. Dann möchte ich nämlich jetzt hier auch wieder Einstellung 0. Ein bisschen hier das Dunkle noch dabei haben. Genau, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Nehmen wir nämlich da wieder zurück. Ja, wunderbar. So, dann machen wir hier den Himmel noch ein bisschen feiner. Da möchte ich noch ein bisschen mehr hier Sättigung drin haben. Auch die Tiefen ein bisschen höher. Vielleicht die Belichtung an sich. Ne, lassen wir. Lichter, die ziehen wir noch ein bisschen höher. Genau, jetzt machen wir da auch noch ein bisschen Rauschreduktion mit rein. Beim Himmel ist eigentlich egal. Ja. Ja, wunderbar. So, dann gucken wir mal im Farbton, ob man hier noch ein bisschen was schöner hinkriegen. Naja, es hat natürlich auch ein bisschen was vom Nordlicht, wenn man jetzt hier ein bisschen so ins Grüne reingeht. Ich glaube, das war es dann da schon, was wir irgendwie möglich haben. Ne, lassen wir auch. So, Orange. Gucken wir nochmal, was machen wir denn da? Ein bisschen, oder? Ein bisschen. So. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt dann hier ins Grüne. Das schaut auch ein bisschen giftig aus, auch wenn es jetzt nicht wirklich der Realität entspricht. Aber ich finde die Bildwirkung jetzt hier eigentlich richtig gut. Jetzt machen wir aber hier das noch ein bisschen. Gucken, ob da irgendwie sich noch was ändert, wenn wir hier das Grün noch ein bisschen intensiver machen. Ja. Und die Luminanz. Ja, man sieht es links auf der Seite ein bisschen. Ah, wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch ein bisschen rauskitzeln können, das Ganze.
Machen wir einen neuen Pinsel hier in der Region. Jetzt gehen wir mal hier mit der Tönung ein bisschen ins Grünliche. Nochmal zurück. Vielleicht sättigen wir schon mal ein bisschen. Ja. Ja, es hat was. Gefällt mir. So, jetzt gehen wir nochmal komplett zurück. Jetzt gucken wir uns hier nochmal die Rottöne ein bisschen an. Hier noch ein bisschen was anpassen, damit es dann auch besser dazu passt. Genau, machen wir die Luminanz lila, ist egal. Und hier machen wir auch noch ein bisschen. Ja, wunderbar. Jetzt hat man hier auch ein bisschen das Grün mit drin. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Grün noch ein bisschen rauskriegen. Okay, passt. Indem wir hier vielleicht mit der Tönung ein bisschen entgegensteuert. Vielleicht genau. Noch ein bisschen runtergehen mit dem Weißabgleich und der Temperatur und hier vielleicht noch mit der Sättigung ein bisschen runter. Genau, das gleiche machen wir hier auch. Dann gehen wir mit der Temperatur auch ein bisschen runter. Und gucken wir mal, ob wir dann mit der Sättigung ein bisschen spielen. Da gleich die Sättigung ein bisschen rausnehmen. Da machen wir ja auch noch ein bisschen die Entrauschung mit rein. Habe ich da eigentlich schon eine Entrauschung mit drin? Die machen wir auch noch. Okay, ist komplett. So, da schauen wir mal wegen der Helligkeit, ob man hier mit den Lichtern damit zurück das noch ein bisschen intensiver hinkriegt. Okay. Jetzt ist mir aber hier die Burg ein bisschen zu hell und hier auch die Lichter der umliegenden Städte. Machen wir hier nochmal mit einem extra Pinsel. Also wieder hier ohne Einstellung und jetzt gehe ich her und gucke mir das mal an. Aber wenn wir es einfach ein bisschen weniger hell macht, dann schaut es auf alle Fälle viel besser aus. Dann machen wir hier mal Maske weg, Maske hin, Maske weg, Maske hin. Passt. Jetzt gucken wir uns den nochmal an, dass wir den auch wirklich schön hier überall da haben, wo denn auch Lichter sind. Genau, Horizont. So. Okay, lassen wir mal. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich hier noch so einen Fleck hier. Den stempel ich mal weg. Zack. Zack. Da ist auch noch einer. So, es ist auch ziemlich verrauscht, das Bild. Macht aber nichts, weil wir gehen jetzt hier einfach mit der Rausch- und Reduzierung ziemlich weit hoch. Man sieht also, das Bild wird dann auch ziemlich weich, ist aber in dem Moment eigentlich total egal, weil es ist ja eine Nachtaufnahme. Ja? Also man hat jetzt halt nicht so den Kontrast und nicht so die Detailtiefe und ja, für Nachtaufnahmen eigentlich total egal. Und dann verschwinden nämlich auch die kleinen hier Probleme, wo mit dem Rauschen mitkommt. Also ich gehe jetzt hier nochmal kurz mit der Rauschreduzierung zurück.
Man sieht, man hat dann auch immer ein bisschen so die weißen Pünktchen drin, ein bisschen hier grob das Ganze. Ja, und wenn ich jetzt dann hier wieder hochgehe auf 60, ja, dann ist es eigentlich komplett weg. Der Schnee schaut schön aus. Ansonsten wäre jetzt der Schnee wieder richtig grieselig. Ja, so soll eigentlich kein Bild ausschauen. Also, weg damit. Und jetzt gucken wir mal, was da sonst noch so alles stört. Ja, schaut eigentlich ziemlich gut aus. Also auch mit dem Himmel, es verschwimmt halt jetzt alles sehr schön durch die Rauschreduzierung. Und klar, die Burg, die ist natürlich weit weg, die ist auch so ziemlich klein. Aber ich versuche jetzt nochmal hier das ein bisschen dunkler zu machen. Ja, ob das dann irgendwie besser wirkt. Ein bisschen. So, nehmen wir jetzt hier den Randbereich wieder weg. Und was ich aber jetzt dann auch mache, ich mache das nämlich jetzt mit der Rauschreduzierung anders. Weil die Burg, die verschwimmt mir ein bisschen zu sehr. Also das möchte ich jetzt nicht, dass die auch so schwammig wird. Ich gehe jetzt dann hier komplett zurück, mache einen neuen Filter, einen neuen Pinsel. Hier wieder alles einpinseln. Da. Gehe hier auf Rauschen auch wieder auf den Wert von 60, was wir vorhin gehabt haben. Gehe jetzt genau da rein. Jetzt muss ich den auswählen erstmal. Genau, das war der. Und jetzt gehe ich hier mit Minus und mache nur die Burg weg. Und dann schauen wir uns das nochmal an, ob mir das dann besser gefällt. Okay. Es ist aber eigentlich besser, wenn man hier die Rauschreduzierung da unten macht. Aber vielleicht brauchen wir da nicht die 60 mehr, sondern es geht auch vielleicht mit einem Wert, der niedriger ist. Ja. Passt. Wunderbar. So, dann würde ich mal sagen, hätten wir jetzt das eigentlich schon fertig. Die chromatische mache ich noch raus. Profilkorrektur hilft jetzt nichts, weil ich das Objektiv da im Lightroom nicht drin habe und eine Vignette. Könnte man jetzt ja auch noch machen. Würde ich jetzt hier aber tatsächlich weglassen. Ja, dann würde ich mal sagen, würde ich jetzt dann so lassen. Gefällt mir, schaut richtig giftig aus durch das Grünliche im Hintergrund. Könnte jetzt dann auch irgendwo hier im Norden sein mit einem Nordlicht und dann mit der rot beleuchteten Burg. Habe ich eigentlich noch gar nicht erwähnt, das ist die Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg. Und der Spot, an dem ich jetzt hier gerade stehe und fotografiere, ist das Zeller Horn. Für alle, die dann irgendwo mal in der Nähe sind, in der Nähe von Tübingen, Hechingen, Biesingen, Balingen, da kann man dann vorbeifahren, ist super. Eine super Aussicht über die Schwäbische Alb, wie man jetzt dann hier gerade sieht mit den ganzen
Städten und Gemeinden und Dörfchen. Also richtig starker Fotografen-Spot. So, und jetzt machen wir hier noch den kurzen Vergleich vorher-nachher. Also ich schalte jetzt mal hier wieder um und gucke mal nach sowas vorher. Und so ist nachher. Vorher und nachher. Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Macht es gut. Bis dann. Servus.